kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Heute entdecken der Flick und Fanian wieder mal einen neuen Ort. Und zwar eine Tropfsteinhöhle. Sie spazieren durch die Höhle durch und lernen jemanden vom Volk der Steintropfs kennen. Der kleine Tropfen erzählt ihnen von ihrem Leben in dieser Höhle und zeigt den beiden Munds auch einen Ort, wo sie sich ausruhen und schlafen können. Also, dann machst du dir jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da, im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Im Schlummerland wohnen passt für alle Lebewesen. Es gibt zum Beispiel einen Strauch, der besonders gut wächst, wenn er es kühl und trocken hat. Nur wenn er solche Luft schnaufen kann, wachsen an seinen Ästen kleine, feuerzündrote Beeren. Die Beeren sind sehr beliebt bei vielen Wesen, die im Schlummerland wohnen. Wenn man nämlich drauf beisst, schmecken sie gleichzeitig süß und sauer. Im Schlummerland wohnen auch ganz ein Haufen Wesen, die es mal gern warm und dann wieder lieber kühl haben. Muns heissen die. Muns sind klein und flauschig, mit lieben Gesichtern und einem weichen, sauberen Fell. Auch die beiden Mundsfreunde Flick und Fanian haben es gern warm. Gleichzeitig geniessen sie aber auch die Kühle. Die Kühle, wie sie zum Beispiel in einer Tropfsteinhöhle gibt. Und genau so eine erkunden die beiden heute. Die zwei sind nämlich gerade unterwegs in einem Stückchen Wald, wo sie noch nie waren. Neue Landschaften und Gebiete entdecken, das ist etwas, was die beiden sehr, sehr gern machen. Vor allem die Fanian ist sehr neugierig und überredet ihren Freund Flick immer mal wieder zum unbekannten Weg laufen und neuemals reinkriechen, wo sie nicht genau wissen, was sie drin erwartet. Schon ein ganzes Weile sind die beiden im Wald unterwegs und shooten mit dem Fuß ein kleines Steinchen zwischeneinander hin und her. Es ist ein lustiges Spiel, das den beiden gerade sehr viel Spass macht. Die Luft um sie herum ist warm und der Flick schwitzt ein bisschen, besonders hinten am Hals und am Rücken. Auch die Fanian hat heiß, vor allem am Kopf unter den langen Haaren. Die hat sie heute zu einer hohen Palme zusammengebunden. Wie ein Fächer geht ihr die weiche, violette Haarpracht über den Rücken und auch über die Seiten vom Gesicht und über die Schultern. Der Flick hat gerade vorschlagen, um mal eine kleine Verschnaufpause zu machen. Da sehen die beiden etwas. Vor ihnen, ein bisschen weiter oben und hinter ein paar Bäumen, liegt ein Felsen mit einer dunklen Vertiefung drin. «Siehst du das auch, Flick?» fragt Fanian ihren Freund. «Was meinst du, wenn wir mal schauen, was dort ist?» Der Flick nickt. Er lässt sich gern von der Fanian ihrer Neugier anstecken. Meistens kommt dabei etwas Tolles raus. Etwas, das ihn überrascht und wo er nicht damit gerechnet hat. Also kraxeln die beiden Munds den Hügel auf. Sie schieben dabei vorsichtig ein paar Gebüsche auf die Seite und kriechen über weiche Pflänzchen, die ganz tief über dem Boden wachsen. Und dann kommen sie zum Eingang der Höhle.
Die Einbuchtung, die sie von weitem gesehen haben, ist etwa doppelt so gross wie die beiden Munds zusammen. Es ist ein Loch im Felsen, ein Eingang, wo rundum von grün-weissem Efeu bewachsen ist. Dazwischen blühen wie kleine Farbsprenkel gelbe und violette Blümchen. Es sieht wunderschön aus, wie ein Torbogen, wo die beiden Munds einlädt, zum Durchgehen. Der Flick fährt mit seiner Hand über die grünen Ranken, wo der steinige Eingang bewachsen, und lächelt. Das Grün ist kühl und feucht, was sehr angenehm ist für seine warmen, fälligen Hände. Aus dem Inneren der Höhle strömt dem Flick und der Fanian ein kühles Windli entgegen, wo ihnen die Stirn kühlt. «Oh, Fanian», sagt der Flick, «da rein würde ich gerne schauen, ob da jemand wohnt und ob es da ein Plätzchen hat, wo wir ein bisschen abkühlen und ausruhen können.» Die Fanian und der Flick geben sich die Hand und machen ein paar Schritte durch den Eingang in die Höhle hinein. Da innen ist es dunkler als voraus, aber nicht düster. Vielmehr ist es ein bisschen so, wie wenn man ganz früh am Morgen aufsteht und es zwar schon hell ist, aber die Sonne noch nicht scheint. Es ist ein ganz spezielles Licht, schummrig irgendwie, und es macht, dass der Flick und die Fanian ganz ruhig und auf eine angenehme Art und Weise langsam werden. Für ein kurzes Weile laufen die beiden einfach den breiten Gang entlang, geradeaus. Der Boden ist mit einer feinen Schicht aus dunkelgrünem Moos überzogen. Da in der Höhle nehmen der Flick und die Fanian alles ganz klar wahr. Ihre Augen zum Beispiel sind wie scharf gestellt. Sie sehen jeden Hick in der Wand und jedes noch so kleine Högerli, das es am Boden hat. Auch ihre Nase nimmt alle Gerüche ganz besonders gut auf. Der kräuterige Duft vom Moos am Boden und der fast metallische Geruch der steinigen Wände. Und die beiden hören glasklar. Je tiefer sie in die Höhle hineinkommen, desto lauter können sie ein Tröpfchen wahrnehmen. Viele kleine Wasserkügel, die nacheinander und durcheinander auf den grau-grünen Boden fallen. Das Tröpfchen um sie herum wird lauter und dann tut sich ein grosser Raum vor ihnen auf. Viel breiter und höher als der Gang. Es ist eine grosse Tropfsteinhöhle mit silbrig schimmernden Säulen, die von der Decke durchab und von unten her aus dem Boden wachsen. An ein paar Orten treffen sich die Steinzapfen, so dass im ganzen Raum dünne Säulen aus hellem Stein stehen. Obwohl sie da unter der Erde sind und kein Licht von außen hineinkommt, ist die Höhle beleuchtet. Der Flick sieht, dass das Licht von diesen Steinzapfen ausgeht. Er schaut ein bisschen genauer an und sieht, dass zwischen den Zäpfen, die von der Decke hängen, und denen, die von unten nach oben wachsen, kleine Silberpünktchen hin und her huschen, auf und ab. Fanian, schau, siehst du die Tröpfchen, die zwischen diesen Steinsäulen hin und her schweben? Also, das will ich mir jetzt schon mal ein bisschen genauer anschauen. Die Fanian lächelt. Sie findet es schön, wenn der Flick gewundrig ist und den Sachen auf den Grund gehen. Schliesslich braucht das schon auch ein bisschen Mut, sich an so neuen Ort umzuschauen, um die Sachen zu untersuchen, die man nicht kennt. Sie lässt den Flick vorausgehen und sieht, wie er direkt vor so einer schimmerigen Säule zum Stehen kommt. Der Flick schaut von oben auf die dünne Steinsäule, die wie lackiert ist mit einer silbrigen, glänzigen Schicht. Auf dieser Schicht sieht er winzige Wesen herumschliffern. Sie sind
gerade etwa so gross wie ein Flick sein Fingerspitz. Die kleinen Wichtli haben Beine und Arme, ganz ähnlich wie der Flick und Fanian, aber ihre Haut ist durchsichtig, wie das der Flick schon von den Eisfeen kennt, die es in den Bergen gibt vom Schlummerland. Die Höhlenbewohnerli haben aber im Gegensatz zu den Eisfeen weder Haar noch Kleider. Sie sind mehr eine Art Wassertröpfe mit Arm und Bein. Durch ihre Haut durch sieht der Flick das Wasser in ihrem Inneren. Ihm fällt auf, dass das Wasser bei den einen ganz durchsichtig ist, bei anderen so ein bisschen milchig und bei ein paar wenigen ist die Flüssigkeit glänzig, wie flüssiges Silber. Die Tropfenwesen bewegen sich mal langsam, mal ein bisschen schneller von der einen Steinsäule zu der nächsten, von unten nach oben und von oben nach unten. Staunend schaut der Flick diesen Tropfen zu. Auch die Fanian steht jetzt neben ihrem Freund und schaut, was da vor sich geht. Da merkt der Flick, dass vor ihm ein kleines Tröpfchen in der Luft schwebt und ihn mit 2 winzigen Äugli anschaut. Auf seine ganz besondere, eigene Sprache redet es zu den beiden Munds. «Hoi, ihr zwei», sagt es. «Das ist aber lustig, dass ihr uns hier besucht. Bis in diese Höhle kommen nämlich sonst nicht so viele andere Lebewesen. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass ihr unser Werk anschauen. Wir heissen Steintropfs und ich bin der Snuggi. Ich und meine Familie, wir sind die Tropfsteinhöhle hier gebaut haben. Die sich um die Höhle und alles, was da drin ist, kümmern. Wir schauen, dass es da innen immer kühl und feucht ist. Wir polieren den Boden und die Steinsäulen mit unseren wässrigen Armen und Beinen. Und wir schaffen so ein Plätzchen für alle im Schlummerland, die gerade Lust haben auf Kühle. Auch ganz viele kleine Tierchen wohnen da. Vor allem solche, die Sonne und Hitze nicht so gut vertragen. Der Snuggi zeigt stolz auf die steinigen Säulen um ihn herum. Auch die Säulen da sind unser Werk, redet er weiter. Es ist nämlich so, dass wenn ein Steintropf älter wird, das Wasser in ihm innen von durchsichtig zu silbrig wechselt. Sehr lang geht das. Aber irgendwann ist für jeden Steintropf der Moment gekommen, zum Versilbern. Dann wird er ganz müde und schwer und liegt ab auf einer Säule, die er für sich auswählt. Auf dieser Säule dann verschmilzt der Steintropf ganz langsam mit dem Stein unter sich. So sind auch alle die Säulen, die ihr hier seht, entstanden. Der Flick nickt dem Snuggi staunend zu und sagt: «Das ist einmal ein richtiges Kunstwerk, das ihr hier baut, Snuggi. Und wie lange das dauert, das kann ich mir fast nicht vorstellen.» Der Snuggi schmunzelt und das durchsichtige Wasser in ihm inne bewegt sich ein bisschen. «Ja, gell? Ich glaube, du bist ja auch noch eher ein junger Munz. Ich bin auch ein junger Steintropf. Bei mir geht es noch fast ewig lang, bis ich versilbere. Aber seht ihr, bei dem Steintropf da unten ist es so weit.» Der Flick und Fanian schauen auf die Stelle, wo der Snuggi anzeigt. Dort sehen sie einen leuchtig silbrigen Punkt, der langsam auf eine recht niedrige Säule zuschwebt. Ganz sanft kommt er dort drauf zum Liegen. Ein paar Mal bewegt er sich noch fein an Ort und Stelle und wird dann still. Der Flick schaut ein bisschen genauer an und sieht, dass der silbrige alte Steintropf die Augen zu hat und zufrieden vor sich an lächelt. Schön, denkt der Flick, wie sich die Aufgaben der Steintropfs da über die Zeit verändern.
von Polieren und Feuchtbehalten zu Säulen bauen. Der Flick findet es eine schöne Vorstellung, dass sie, wenn der Moment gekommen ist, Teil werden von dem Ort, wo sie leben. Und er ist ihnen dankbar, dass sie den kühlen Ort, der so einzigartig ist im Schlummerland, geschaffen haben. Der Flick merkt, wie ihn das zarte Plätschern rundum müde macht, wie seine Beine schwer werden. Er gähnt. Als er zu den Fanian schaut, sieht er, wie auch sie ganz verträumt in der Höhle umeinander schaut. «Du, Snuggi, du kennst dich doch da aus. Weisst du unser gemütliches Eckli, wo wir ein bisschen ausruhen könnten?» «Und wie?» sagt der Snuggi und zeigt auf eine Einbuchtung in der Höhlewand, wo silbrig grün schimmert. «Dort sollte es euch passen. Es ist kühl und warm gleichzeitig. Und weich ist es auch.» «Danke, Snuggi», antwortet der Flick. «Gern würden wir dort ein bisschen anliegen und pfusen. Wir sind beide ziemlich müde.» Der Snuggi nickt und der Flick schaut zu der Fanny an, nimmt sie an der Hand und läuft mit ihr über zu dem Plätzli. Es ist eine Art eine Höhle in der Höhle. Nicht gross, aber voll bewachsen mit Moos und den gleichen gelben und violetten Blümchen, wie auch am Eingang der Tropfsteinhöhle hängen. Die Luft in dieser Mulde ist ein bisschen trockener als im Rest der Höhle. Und auch wärmer. Es hat da gerade genug Platz für beide Muns zum Liegen, wenn sie sich ein bisschen aneinander kuscheln. Der Flick schaut aus der kleinen Höhle raus zu den Steintropfs. Der Snuggi ist in die Nähe vom Flick und der Fanian geschwebt und winkt den beiden aus der Luft aus nochmal zu. Dann verschwindet er zwischen den anderen Steintropfs, die am Boden herumschliffern und weiter ihr Werk verrichten und die wunderbare Tropfsteinhöhle pflegen. «Danke», murmelt der Flick mehr zu sich als zu ihnen. Der Flick spürt den Fanian ihren weichen, kuscheligen Körper neben ihm und seufzt zufrieden. Und dann schnauft er bis in den Bauch ein und aus. Der Flick hört aufs Geräusch, das die Steintropfs machen. Die durchsichtigen, die milchigen und die silbrigen. Wie sie da sind, immer und ewig, Tropf für Tropf. Tropf für Tropf. Tropf für Tropf. Tropf für Tropf. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Der Flick und Fanian schlafen tief und fest. Unter ihnen und über ihnen ist alles weich und still. Nur ganzes feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein-
und aus. Ein und aus. Ein und